Hallo Leute. Hallo, Hallo. Das ist sehr schön, brauche ich nicht vorstellen. Also eigentlich schon bekannt. Erstmal ganz förmlich jetzt. Ich begrüße alle Bekannten und Unbekannten, Neugierigen, auf Überraschung ausgelegte, tolerante, nette, freundliche, sympathische Menschen, die alle heute lesen. Ich bin erstmal so geklettert, das kann man so machen, weil man nicht mit ihr bei aller ist sehr schön, wir freuen uns. Da einige neue, also es gibt hier so diesen festen Stamm, ich sage mal alle, die hier einen Stempel vorne drauf haben, wo drauf steht Inventarnummer, die gehören irgendwo hier. Die gehören das hier. Die muss ja voll bei sein. Ich möchte für alle erstmal eine kleine Geschichte erzählen. Wie ist die ganze Sache entstanden für die Leute? Also ich bin eine Wortschrei-Sammlerin. Also wenn ich so im Kochtopf stehe und rühre oder Kartoffeln schnippel, dann laufen so durch den Kopf so eine Schleife und wenn ich da nicht zum Stift greife und aufschreibe, jagt mich das mitten in der Nacht aus dem Bett. Um dem vorzubeugen, mache ich das dann also am Tag, manchmal auch nachts, aber wie gesagt, ich schreibe gelegentlich schon mal was dann wieder. Ich möchte mir auch vorstellen, ich habe auch einen Künstler, der darüber auch was aussagt, was ich schreibe, ich existiere biete. Also das sind dann schon manchmal komische Sachen, die da rauskommen. Wie gesagt, ich schreibe so ein bisschen und wie das Leben so spielt, ich lernte dann auf eigenartige Art und Weise, wie erkläre ich jetzt nicht, einen jungen Mann kennen und der macht Musik. Und wir trafen uns dann mal bei mir zu Hause, er spielt mir seine Musik vor, ich erzählte ihm meine Texte und dann wurde ich mal übers Internet eingeladen zu einer, in Berlin gibt es die offenen Lesungen, da wurde ich eingeladen von einer Frau, man schreibt so schöne Sachen und liest die mir vor, das erste Mal war ich da, nur lesen. Ich sage ganz ehrlich, nach 15 Minuten fange ich an zu schlafen, ich habe nicht die Konzentration. Das zweite Mal dachte ich mir, ist mir zu langweilig, nehme ich doch den Mann mit, weil der hatte mir versprochen, der schreibt jetzt meine Texte Musik. Den habe ich dann also eingesammelt in den Mittelblatt. Den hätten sie am liebsten nicht da behalten. Und dann haben wir wieder zurückgenommen und dann sind wir fahren wegen 5 Minuten Auftritt am Auto, 5 Stunden oder 6 Stunden Berlin hin und zurück. Und was sollen wir den Buletten gönnen? Wir können doch hier alleine genauso machen. Es gibt in Eisenhüttenstadt viele Leute, die schreiben, die hobbymäßig zu Hause viel machen. Es gibt in Eisenhüttenstadt keine, weder auf eine Lesebühne, noch überhaupt eine Bühne, wo man das mal austauschen kann, mal zeigen kann. Also wurde auf dem Weg vom Office bis in Richtung Bahnhof, als ich den Mann in den Zug treten wollte, die Idee gewollt, Kreativbaren zu gründen. Und diese Kreativbaren wurden zur Hilfe vom Office, hat sich so eine kleine Gruppe gebildet, die hat vor 2 Jahren, Jens, achso, hier! Der wartet drauf, dass ich nicht auf ihn weise. Wir haben dann mit Hilfe des Office Kontakte geknüpft, haben uns in einer kleinen Gruppe getroffen und festgestellt, nach 2 Jahren, es geht nicht auf die Art. Wir brauchen eine Bühne, es muss irgendwo präsentiert werden. Am Krafttisch sitzen nur Schwarzen, da passiert nichts, wir haben keine Räumlichkeit. Gut, wird lange Rede, kurzer Sinn. Dann kam noch so eine nervige junge Frau dazu. Wenn jemand nerven kann, einen auf die Nerven gehen kann, penetrant bis zum Erbrechen ist, dann ist es jede junge Frau am anderen Ende von der Säule. Die hat mich genervt, ohne Ende, weil die wollte unbedingt beim Stadtfest auftreten. Und wenn wir auch beim Stadtfest auftreten und sagen, wir machen eine offene Kunstbühne, dann müssen wir es auch tun. Jetzt also sie haben hier ist zu verlangen, was die Leute abnehmen. Das wird es nicht geben. Die hat mich so genervt, weil sie unbedingt auftreten wollte am Stadtfest und müssen wir alle hier. Okay, es tut dir leid, ich danke dir. Das werten wir danach aus. Wer das Video sich anguckt, es gibt im Internet dazu ein Video auf der Kunstbühne Eisenhüttenstadt. Der wird den letzten Satz von mir hören, der darum geht, wenn für solche Leute wie die junge Frau brauchen wir eine Bühne. Mindestens die auf dem Kunstbühne Menschen haben mehr. Ich werde doch ganz gut. Das glaube ich nicht. Zum Ablauf heute. Wir sind Privatpersonen. Das ist auch eine Privatveranstaltung. Das wird von nirgendwo gesponsert, von nirgendwo unterstützt. Es wird also von uns organisiert, von uns auch finanziert. Und zum Finanziellen sage ich da noch was. Und wir hoffen, dass es angenommen wird, dass so viele Leute beteiligen, noch vorbereiten und umsetzen, und je mehr Leute mitmachen, umso
Jetzt ist mein Faden weg. Ich sage noch was zum Buffet. Jetzt kommen hier so eine Frage. Also wir haben beim letzten Mal die Erfahrung gesammelt mit Ausgeben und so schwierig. Wir haben heute ein Buffet gemacht. Alles, was man auf diesem Buffet, was da steht, kann man kaufen. Da stehen noch kleine Kerzen, steht sogar Preise drüber. Und was ist es? Es ist alles handmade. Mit diesem Buffet versuchen wir uns zu finanzieren. Das heißt, wer ordentlich essen und trinken, damit finanzieren wir unter anderem auch die nächste Miete. Wir bezahlen die Miete, wir müssen Werbung schalten, die muss bezahlt werden. Also wir haben, kannst du mal sagen, ungefähr 50 Euro, die wir zu jeder Veranstaltung aufbringen müssen. Und wir hoffen, dass wir darüber, also wir wollen nicht sagen, jetzt muss man her mit der Kohle und dann jetzt hier mit dem Hütchen holen, sondern ihr kriegt was zu essen und zu trinken und dafür finanzieren wir uns. Wir werden es so machen, es ist ein... Gott, wir gehen zum Chef. Wir werden es so machen, es ist ein Buffet. Ich gehe da rum, also nehmen sich die Sachen, ich gehe da von Tisch zu Tisch und kriegst du ab, ist am günstigsten für uns, als wenn jetzt zu einer stehen würde. Das heißt, ich werde nicht aus, als er ist. Und wer der Meinung ist, ich würde gerne noch ein bisschen mehr hier reinstecken, der darf das gerne. Ich stelle dann da ein kleines Männchen auf, das sieht wie so ein Gartenzwerg aus. Und da steht es irgendwie anders drauf. Die Kreativbahn, der darf auch anders reinstellen. So, jetzt habe ich erstmal, sage ich gar nichts, doch, ich muss noch was sagen. Ablauf. Dieser junge, sehr attraktive Mann, gebaut. Ja. Nummer 1. Was? Nummer 1. Ach, der eine. Nee. Du bist der eine. Der eine mit dem nicht sichtbaren Mann. Ist hier für den Ablauf verantwortlich, sagt also an, wer kommt jetzt wann auf die Bühne, wann machen wir eine Pause. Zum Buffet wollte ich nachher nichts mehr sagen. Stefan, das habe ich gerade gemacht. Leute, und haben Spaß. Nochmal für alle die so ein bisschen schüchtern sind und sich nicht trauen. Es geht hier nicht um Perfektion, es geht einfach darum, dass man das, was man zu Hause macht, mal mit anderen teilt, dass man seinen Spaß dran hat, dass man seinen Spaß richtig dran hat. Ich muss es Rampenferkel. Also es gibt die Leute, die haben schon Spitznamen. Wir haben zum Beispiel den Rampenferkel. Hallo! Ja. Das ist ein Rampenferkel. Übrigens Rampenferkel bei Rampensau können wir sie nicht nennen, da brauchst du noch keine auf. Nur auf Alter bezogen. Alles andere? Doch zwischen. Ja, unsere Rampensau, ne? Haben wir noch jemanden? Den er betitelt hat? Ja, doch, hier. Diana Joe.